zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999 in Assetto Corsa. Wir spielen ja den kompletten Mod durch, also eine komplette 1999-Season. Und falls ihr erst jetzt auf das Let's Play gestoßen sind und fragt euch jetzt vielleicht, ja, wieso spielt ihr genau diese Season? Das ist die erste Formel 1-Season, die ich im echten Leben komplett live mitverfolgt habe. Also das ist schon über 20 Jahre her, so alt bin ich schon. Und eigentlich sogar über 25 Jahre. Crazy. Crazy. Oder sind genau 25 Jahre, besser gesagt jetzt. Ja, 25 Jahre sind es jetzt. Aber crazy. Verrückt. Jedenfalls, wir gehen jedes Rennen durch. Schön hast du eingeschaltet. Wir kommen jetzt nach Kanada. Eine Strecke, wo mir eigentlich relativ gut liegt. Und ich bin gespannt, wie das da ist, weil da habe ich jetzt 98er Layout drin. Weil ich habe kein 99er Layout gefunden und meines Wissens hat die noch eine Schikane drin. Nachher ist sie auf FIFA Grad geworden, aber die hat noch eine Schikane drin. Darum, wir nehmen jetzt einfach halt das Layout von 98, spielt ja nicht so eine grosse Rolle. Ich könnte zwar auch noch einen anderen Mod abladen, der dann original wäre eigentlich, aber spielt es auch nicht so Rolle. Wir nehmen jetzt einfach die Strecke, ist wirklich nicht so schlimm. Wir schauen jetzt aber gleich noch schnell kurz trainieren, wer hat eigentlich dazu mal gewonnen in der echten Formel 1. Also das Rennen war am 13. Juni. Gewonnen hat das Ganze der Mika Häkkinen. Weil, ich weiß es sogar noch, der Michael Schumacher ist in die Wall of Champions hineingedonnert. Und nach dem Wochenende hat auch die Wall of Champions den Namen Wall of Champions bekommen. Ja, also so ein Fun Fact nebenbei. Vorher hat die noch anders geheißen, aber nachher ist die Wall of Champions geworden. Der Giancarlo Fisichella ist Zweiter geworden im Benetton und Eddie Irvine im Ferrari ist Dritter geworden. Der Michael Schumacher hat Pole Position geholt. Und Eddie Irvine hat dann die schnellste Runde noch geholt in dem Rennen. Ich weiss noch, es war süttig heiß gewesen, an dem Tag dort, also wo das Rennen war in Montreal. Und es hat am Anfang einen Star Crash gegeben, wo Alesi mit involviert war. Ich glaube, Barrichello auch oder der Johnny Herbert, ich weiß nicht ganz genau, wer das war. Einer von Stewart war involviert gewesen. Und ich glaube, der Panis war auch involviert gewesen noch. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Es hat auch mal einen recht starken Crash gegeben. Ja, wir schauen mal, wie es bei uns so wird, wie sich das Rennen wird entwickeln. Und ich würde sagen, wir legen gerade los. Wir gehen ins Qualifying rein. Let's go. So, let's go. Wir gehen auf eine schnelle Runde. Es ist doch nicht mit Schikane. Ich habe gemeint, 98 hat so Schikane drin gehabt. Aber in dem Fall nicht. Also, das kommt gerade KI raus. Aber ich bin nicht so schnell. Also vom Gefühl her bin ich überhaupt nicht schnell und meine Vorderreifen sind echt kalt. Jetzt geht es alles retour. P3, okay, aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Dann gehen wir nochmal auf eine schnelle Runde und dann schauen wir mal, ob jetzt die Veränderung etwas gebracht hat. Okay, das war ein bisschen hart gewesen.
Nein, ich bin langsamer. Jetzt auf der Gerade bin ich schneller, logischerweise, wegen weniger Flügel. Fuck. Aber allgemein, der Flügel merke ich schon. Also ich probiere jetzt mal eine schnelle Runde, aber es ist schwieriger. Aber wir sind doch noch schneller, 7 Zehntel. Und P1, man, Pole, let's fucking go. Okay, aber ich will fürs Rennen will ich doch vorne wieder ein bisschen Frontflügel draufgeben. Etwa 2. Nicht viel, hinten ist okay, aber vorne will ich nochmal ein bisschen draufgeben. So, also herzlich willkommen am Start, oder am Grid besser gesagt. Wir sind tatsächlich auf Pole. Krass, im letzten Rennen haben wir einen Win geholt und jetzt sind wir sogar noch auf Pole. Wir gehen jetzt aber vorne noch 2 Flügel drauf. Und sonst würde ich sagen, lassen wir es so wie es ist und versuchen einfach ja, da souverän Sieg holen. Aber ich bin ja da in diesem Game wirklich nicht so ein guter Starter. Aber ich hoffe jetzt gleich, dass ich es einigermaßen herbekomme. Okay, nein. Start ist wirklich katastrophal. Oh, Berührung. Der David hat wirklich einen guten Start hergelegt. Aber vielleicht können wir ihn nochmal einholen. Das KI hat ein bisschen Mühe auf dieser Strecke, weil es doch recht eng ist. Oh, Trulli aus dem Rennen draussen und da hätte ich den Coulthard. So stark kann ich jetzt nicht abbremsen. KI ist schon echt langsam. Ja, vielleicht muss ich KI doch noch mal ein bisschen aufnehmen. Also jetzt zuckt sie mir gerade gar langsam. Jetzt kommen wir gerade zu die Rennen, wo ich ein bisschen besser wird wahrscheinlich sein, weil sie mir besser liegen. Boah. KI fährt eben tendenziell nicht so aggressiv über den Curb rein, ist mir schon aufgefallen. Also müsst ihr euch mal achten. Er trifft eigentlich den Curb sehr selten rum. Das war jetzt weiter weg. Gewesen. Da war jetzt so leicht getroffen. Gewesen. Innenbahn. Oh. Oh, was ist denn da jetzt für ein Manöver von ihm? What the fuck? Wieso zieht er so über? Okay. Das hätte jetzt können echt in die Hose gehen. Verbremse mich aber her, dieses Kies. Scheiße. Das ist jetzt so schlimm. Wir können den Schwung mitnehmen und können jetzt wahrscheinlich am Ferrari wieder vorbei. So, jetzt müssen wir wieder auf den Coulthard aufholen. What the fuck? Also, was ist jetzt das wieder gewesen? Das ist jetzt einfach, das ist jetzt ein Check gewesen. Das ist jetzt eine Ansage gewesen. Das ist jetzt wirklich mit Schmackes gewesen. Also das ist jetzt... Also wenn das nicht persönlich gemeint war. Eddie. Okay, da kommt der Schumi einfach noch irgendwie an mir vorbei. Wieso sind die so schnell plötzlich? Habe ich vorher etwas gesagt von wegen KI aufnehmen? What the fuck? KG aus dem Rennen, okay. Sind jetzt an diesem Pack wieder ein bisschen dran.
Ich glaube, so der Coulthard vorne fährt sehr langsam. Was dann nachher die KI auch dazu bringt, langsam zu fahren. Jetzt sind wir mit Michael wieder hinten dran. Gehen wir mal daran vorbei. Also. Yay, nein, come on, Alter. Also wirklich die KI. Das ist wirklich dramatisch. Wie sie einfach nur stur ihre Linie fahren will. Und einfach, wenn du dort bist, schießt sie weg. Sie rammt dich einfach. Das ist schon echt traurig. Das ist ja wirklich keine Chance. Sie macht einfach ihr Ding. Egal, ob du jetzt dort bist oder nicht. So, in der Fisichella. So, jetzt hätten wir einen da. Ach, schon wieder. Also weißt du, die halten wirklich so stur ihre Linie. Schlimmer als in F1 21. Alter, das ist echt schwer, gerade an dem vorbeizukommen. Oh, jetzt. Jetzt wird der Räder vorne wieder reindeifen. Jawohl, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt hoffe ich einfach, er versucht ein Manöver. Oh, komm, scheiße. Ja, super. Versuch's nicht da. Ah. P5 scheiße. Ah, Mann, so schade. Also der Schumi, ey, also in dem Sinne Fahrweise. Naja, weiß ich ja nicht. Das war wirklich kriminell gewesen, so wie der jetzt gefahren ist. Also das ist jetzt nicht mehr schön gewesen. So, also, dann haben wir da mal die Übersicht. Der Coulthard hat gewonnen vor dem Irvine. Und danach ist der... was? Tänak. Das ist ein Ersatzfahrer von Bent. Da habe ich nicht mal auf der Liste drauf bei Benetton. Okay.
Keine Ahnung, wer das ist. Aber, ja, das wäre es von dem Rennen. P5, okay, immerhin, es war so ein bisschen ein Kapitalschaden gewesen, sage ich jetzt mal. Also für das, dass wir echt für Kollisionen hatten und Trouble alles, ist es eigentlich okay gewesen. Muss man noch so nebenbei erwähnen. Gut, also das nächste Rennen, lasst mich schon checken, ist dann Frankreich, Manicourt. Sehr, sehr geile Strecke, aber bin ich schon ewig gefahren, also wird es sehr schwierig sein, dort einen kleinen Flow zu bekommen. Ja, aber falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen, dann würdet ihr mir sehr supporten. So. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode in Frankreich, in Manicourt. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag, macht's gut und ciao!